Seien wir doch ehrlich, genau so Geschichten passieren einem immer wieder. Mit mehr oder weniger Herzensweh. Und da kommen wir jetzt so gerade zur Frage vom Glück. Und da haben wir einen ganz tollen anderen Gast bei uns. Er war 25 Jahre lang als Hoteldirektor eigentlich der, der immer dafür gesorgt hat, dass seine Gäste glücklich werden. 15 Jahre davon, die letzten, die hat er als Chef vom schicksten Hotel von Davos verbracht und hat dort immer die reichsten und mächtigsten von der Welt zu Gast gehabt im Rahmen vom WEF, vom World Economic Forum, und hat da einiges gelernt. Und mit 50 letztes Jahr hat er sich gesagt, ich hänge den Job an den Nagel und mache etwas völlig Neues. Er ist nämlich auf der Spur nach dem Glück. Er hat die Glücksakademie gegründet. Und da heisst es jetzt, meine Damen und Herren, Ohrenspitzen gut zulassen. Vielleicht können wir ja etwas lernen vom Ernst Wirsch. Herr Wirsch, guten Abend. Schön, seid ihr da? Hat es Davoser Fans? Ja? Schön. Sind das die Mitarbeiter vom Hotel, die es bedauern, dass der letztes Jahr den Job an den Nagel gehängt hat? Genau, und die haben wir das gerade in den Einsatz genommen und die sind sehr gerne hierher gekommen. Ja, super, finde ich wunderbar. Kann man sagen, ihr habt jetzt Glück gefunden mit dieser neuen Tätigkeit? Eigentlich habe ich das Glück schon vorher gefunden. Ich habe nicht gewechselt, weil ich irgendwie unglücklich war oder nicht mehr gerne Hotelier. Ich würde im nächsten Leben wieder Hotelier machen. Das ist der schönste Beruf. Warum? Weil Menschen glücklich machen. Was gibt es denn noch Besseres? Und das kann man als Hotelier, als Ferienhotellerie. In der Ferienhotellerie hat man keine andere Aufgabe, als Menschen glücklich machen. Aber mit 50, das ist so ein Punkt, wo man muss sagen, so, jetzt machen wir noch etwas Neues. Und bin sehr beseelt von dieser neuen Aufgabenstellung. Böse Zungen könnte ja sagen, der Wirsch hat eine schwere Midlife-Crisis gehabt und darum hat er etwas Neues angefangen. Ja, die Suche ist lang, Krise. aber sie kommt nicht. Ich habe sicher auch, sagen wir mal, Fälle in meinem Leben, wo ich umgekehrt bin, wo Bühlen hatte. Gerade letzte Woche bin ich mit dem Velo umgekehrt. Aber ich merke selber, ich stehe sofort wieder auf und sehe das Gute daran. Also, als ich umgekehrt bin mit dem Velo, habe ich so gesagt, Gott sei Dank nach 3 Tagen Golf spielen und nicht vorher. Also das ist schon mal so ein anderer Ansatz. Und von dem her, ich glaube, ich spiele nicht eine glückliche Ausstrahlung, sondern ich bin es. Wenn man 15 Jahre lang jetzt gerade im Belvedere in Davos Feldstudien machen konnte, wie die Reichen und Mächtigen zufrieden sind mit ihrem Leben, was ist da euer Fazit? Also das Fazit ist, ich habe in meinen Freundschaften machen in dieser Zeit mit Leuten, die mit 3 Kreuzchen unterschreiben, Portugiesen, die bei mir die Pfanne putzen. Und das sind Freunde geworden. Und ich durfte mit Milliardären und Staatspräsidenten Freundschaften schliessen. Und etwas, das die Leute alle verbindet, es gibt nicht besonders Reiche bei den Reichen oder besonders Unglückliche bei den Armen, sondern das ist völlig individuell. Aber das Muster dahinter, warum der eine glücklich ist und der andere, das ist hochinteressant. Und das kann man eigentlich, von denen kann man etwas lernen. Und dort habe ich sehr viel Wissenswertes mitgenommen. Heisst das, dass man vielleicht auch, wenn man reich und mächtig ist, man total in einem Hamsterrad sitzen kann? Ja, die Chance ist sogar, ich würde sogar noch weitergehen. Die Chance ist sogar noch grösser, als man im Hamsterrad ist. Aber ich habe auch dort ein sehr gutes Beispiel genommen, wo ich muss sagen, auch die haben es geschafft. Warum? Weil umso mächtiger und berühmter als man ist, das kennen Sie als berühmte Person. Weder mächtig noch berühmt, ich bin höchstens ein Lokalmatador. Nein, aber eine gewisse Einsamkeit ist bei denen schon erspürbar. Und die Einsamkeit drückt sich dann so aus, dass sie zwar immer im Mittelpunkt sind von allen Menschen, aber wenn man ganz nah hinkommt, merkt man eigentlich, dass sie sehr einsam sind. Und genau mit solchen Leuten darf ich jetzt zum Beispiel auch jetzt arbeiten im Life-Coaching-Bereich. Und das ist sehr spannend. Also, wo sie nicht einmal den eigenen Frauen erzählen, wie einsam sie sind. Und dann kann man das außerhalb vom Licht kann man das Gibt es jetzt gerade in eurem Erfahrungsschatz so Menschen, die das Gefühl haben, die sind wirklich Triebnige, die können gar nicht mehr glücklich werden? Ja, also fremdbestimmte oder? Und rein materialistisch organisierte Menschen, die glauben, umso mehr Geld, Macht und Glamour sie brauchen,
dass dort das wahre Glück und Zufriedenheit verborgen sind, das ist meistens ein Irrweg, das ist logisch. Also, wann denkt ihr jetzt gerade? Ja, es fällt mir schon auf im Hollywood-Bereich. Und ja, einige... Also, Angelina war bei euch zu Gast. Angelina Jolie ist jetzt gerade das negativste Beispiel. Und zwar, das ist eine Triebne. Die Strebni, auf die einen Seite will sie fotografiert werden und dann wieder nicht. Sie will im Mittelpunkt sein und dann wieder nicht. Und es ist eine der einzigen richtigen Super-VIPs, die immer einen separaten Eingang wollen. Also der Präsident Clinton und alle anderen, die haben das nicht wollen. Also der Mann, der Brit, der macht mir zum Beispiel einen sehr geerdeten Eindruck. Und es tut mir eigentlich, dass die zusammenpassen. Vielleicht kommt nicht nur euch. Ja. Gut, sie haben mich nie gefragt nach dem Rat. Ja. Genau. Kommen wir doch zur Frage, ist das Glück der grosse Lottogewinn? Ich würde sogar weitergehen und sagen, definitiv nicht. Also, es gibt ganz seltene Menschengattungen, die mit über Nacht angehäuftem Materialismus umgehen können. Das ist eigentlich logisch. Weil vorher musste man aufstehen, man musste eine Leistung vollbringen und auf die Leistung idealerweise war man auch stolz gewesen. Und das hat eigentlich einen Wert abgebildet. Und wenn man so ein Lotto gewinnt, und ich warne eigentlich von dem Lottogewinn immer ein bisschen, obwohl man die Leute ja nicht wegbringen kann von dem, dort braucht es eigentlich Betreuung, von mir aus gesehen. Weil in der Regel, man weiss von den wissenschaftlichen Untersuchungen, 10 Jahre später haben die weniger Geld, als was der Lotto macht. Aristoteles sagt, Glück kann man nur erreichen, wenn man ganz in sich selber ruht und nicht damit irgendjemandem, sei es der Staat, sei es die Nachbarn, sei es sonst jemand, beeindrucken. Das kommt eigentlich auch meiner Auffassung sehr nahe. Ich möchte aber schon sagen, dass das nicht ein asketischer Ansatz ist, ja, das wo man sagt, der Epikur, genau. Dass man glücklich kann man nur werden, indem dass man verzichtet auf alles. Überhaupt das ist nicht. Oder? Das ist für uns zwei, oder? Genau. Ja, das ist also gar nicht für uns. Um Gottes und das 5-Sterne-Hotel ist schon gar nicht. Stell dir mal vor, wenn die nicht Champagner trinken und Kaviar, das wäre ja furchtbar. Nein, ich glaube, der Genuss und ein bisschen die Lebensfreude ausleben, das gehört zum Leben. Aber zu viel ist gefährlich. Also ein Whisky bringt uns Glück und zu viel Whisky bringt uns ins Grab. Macht uns besoffen, genau. Kann man Glück lernen? Ja. Oder lernen, glücklich zu sein? Ja. Aber es ist eine Einstellungssache. Also, man braucht eine gesunde Einstellung, einen Veränderungswillen. Und wenn man den nicht hat, dann muss man gar nicht ins Gespräch eingehen. Aber wenn jemand offen ist und sagt, ich will mein Leben doch ein bisschen auf einen anderen Weg angehen und ich spüre, dass ein Veränderungspotenzial da ist, dann gehe ich eigentlich über die Einstellung. Und die Einstellung, dort hat man eigentlich den Drehknopf. Und wenn man die Einstellung verändert, verändert man das Verhalten. Und über das veränderte Verhalten zementiert man die neue Einstellung. Und das ist eine Plusschraube, die nach oben geht. Mehr Zufriedenheit, sagen wir vielleicht noch nicht unbedingt zum Glück, aber zu mehr Zufriedenheit. Der Blick in den Spiegel, denke ich mir, ist die Voraussetzung. Ja, alles. Motivation, Selbstzufriedenheit fängt bei sich selber an. Also wenn ich natürlich permanent selber neben den Schuhen stehe, dann kann ich schon gar nicht auf die Gesellschaft einen guten Einfluss haben. Ich gehe sogar noch weiter und probiere hier radikal zu sein, indem ich sage, nur ein zufriedener Mensch ist eine Bereicherung für die Gesellschaft. Das ist sehr radikal, aber es stimmt. Weil die Unzufriedenen, die sind eigentlich für die Gesellschaft viel schwerer zu tragen. Und ich meinte, wenn jemand eine Offenheit hat, sollte er sich zumindest mit dem Thema beschäftigen und sicher ab nach der Lebensmitte. Wenn man so Glücksstatistiken, die gibt es ja weltweit, wird das immer wieder recherchiert und erhoben. Anschaut, dann steht die Schweiz, obwohl es uns gut geht, dass wir alle Voraussetzungen haben, nicht an einer Spitzenposition. Warum? Ja, das ist eigentlich klar. Wenn ich Sie anschaue und viele Schweizerinnen und Schweizer, die sind alle so tüchtig. Und wir arbeiten so viel und glauben, über die Tüchtigkeit Glück und Zufriedenheit zu finden, weil dort ein Triebfeder ist, noch mehr und noch mehr. Also, die finden, die sollten mehr faulenzen? Ja.
gut. Ich habe eigentlich immer eine Beseelung bei mir gehabt. Wie kann ich, und das ist wirklich so, wie kann ich mit weniger Aufwand mehr Ertrag erzielen? Die meisten Menschen machen es ja umgekehrt. Die gehen noch früher ins Büro, noch länger ins Büro und haben das Gefühl, dann sind sie tüchtig und dann werden sie erfolgreich. Ist falsch. Mehr Hirnschmalz einsetzen, das ist das Rezept. Ihr macht mit denen, die nicht glücklich sind, euer Geld und das macht euch glücklich. So eine Aussage muss man ertragen können. Das kann aber nur ein glücklicher, zufriedener Mensch. Nein, schaut, alles, was eine Leistung ist, hat einen Wert. Das ist ja logisch. Und doch, wenn einer sich schämt, Geld zu verlangen, dann gibt er dem keinen Wert. Und wenn Sie jetzt aus dem ablesen, dass das Geld bei mir im Vordergrund steht, dann könnte ich nicht glaubhaft Zufriedenheit ausstrahlen, weil das widerspricht sich. Habe ich Sie jetzt? Ja, ist in Ordnung. Ist okay, ist alles okay. Was muss ich machen, dass ich glücklich werde? Letzter Satz in dieser Richtung. Ich glaube, Schulung von der Gelassenheit, Schulung von Achtsamkeit führt zu einer neuen Einstellung. Und die neue Einstellung, das ist eigentlich dort, wo wir eine Hebelwirkung haben. Und weil ich ein bisschen ahne, wie sie leben, würde ich sagen, nehmen Sie noch ein Glas Champagner mehr, das schadet nicht. Und dann kommt es gut. Prost. Herr Wirsch, danke vielmals. Ich wünsche euch viel Glück auf eurem weiteren Weg. Vielen Dank für den Besuch. Alles Gute.